Hey Oli, ich glaube, wir sind da. Hey, heute zusammen, willkommen zum ersten Schweizer Fischer-Podcast. Fischverrückt! Ja Mann, auch von meiner Seite her ein herzliches Willkommen an alle Zuhörer und schön haben ihr wieder eingeschaltet zu der 15. Ja, Episode. geil. So geil. Herrlich. Hey, und heute haben wir, kann man sagen, einen Special Guest? Ich würde schon sagen, einen Special Guest. Ja, mal. Wie gesagt, in der letzten Episode, wir haben auf euch gehört. Ihr habt euch das gewünscht, dass wir auch Angler aus dem Alltag bei uns im Podcast auf Besuch haben. Genau. Wo haben wir denn da? Es schallt. Wahrscheinlich kennt ihr meine Nummer gar nicht. Doch, ich habe gesagt, du Leute schon. Ah, okay. Yo, ciao Cedric, der Nico. Ja, hallo Rico, Sally. Ciao. Hey, herzlich willkommen zum Schweizer Fischer Podcast. Ja, danke vielmals für die Einladung. Super geil. Freut mich mega. Du bist also auch gerade live auf Sendung, gell? Einfach so, dass wir geschwind darüber geredet haben. Ja. Der Oli ist auch da, er hat Jawohl. das andere Mic. Ich bin auch da. Hallo. Hoi. Sally. Du, Cedric, Freut mich. Ja. stell dich doch schnell vor für die Zuhörer und Zuhörerinnen, die dich nicht kennen. Ja, das mache ich doch gern. Also ich bin der Cedric. Ich bin im Rollstuhl. Ich habe eine seltene Genkrankheit. Die nennt sich Friedreich-Ataxie. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Wahrscheinlich eher weniger. Nein, was? Wir haben es nicht ganz verstanden, sag's noch. Friedreich-Ataxie. Boah, das klingt recht fachlich. Ja, das ist eine Genkrankheit. Mir fehlt ein gewisses Protein und darum sind meine Muskeln halt schwächer als gewohnt. Das ist irgendwie abgelagert und ja, ich bin seit 18 im Rollstuhl. Und wie alt bist du jetzt? Jetzt bin ich 30 Ja. und ja, wie soll ich sagen, wenn man mit 18 in den Rollstuhl kommt, ist halt mit drinnen, du willst an Partys gehen, du willst fischen, du willst Frauen kennenlernen. Das war schon ziemlich hart gewesen. Und darum habe ich Prioritäten setzen. Habe eigentlich sehr lange nicht mehr gefischt in dieser Zeit. Ja. Bis vor ungefähr 2 Jahren, 2,5 Jahren habe ich wieder angefangen. Ja. Und ja, also mir geht es alles so wie gut, weil ich mich damit abgefunden habe. Ja. Und was soll man sonst noch sagen über mich? Ich bin lange in die Schule gegangen und danach bin ich selbstständig gewesen. Ich weiß nicht, ob da etwas sagt, aber CBD habe ich produziert. Ja, CBD kennt man, glaube ich. Aber ich glaube, wir kommen dann später noch neuer darauf zurück, weil wir haben ja doch auch noch ein paar Fragen an dich. Das würde ich sagen, gehen wir am Thema drauf ein. Ja, sicher. Ich glaube, die Leute wissen jetzt mal, wer wir da als Gast im Podcast haben. Von dem her Ja, schon mal Okay. sehr nice. Perfekt. Ja. Dann würde ich sagen, fangen wir doch mal an mit unseren Reaktionen. Sedi, du meldest dich, wenn irgendetwas willst sagen. ja, das mache ich doch gern. Wir würden jetzt auch mal da so nach unserer Agenda gehen und einmal die Punkte vorzu durchgehen. Oli, Ja, sicher. willst du anfangen? Hey ja, wir haben ja in der 14. Episode eine Umfrage gemacht, wo es darum gegangen ist, sollen wir wie es der Nico so schön gesagt hat, ein Spendenkonto Ja, eröffnen, ja. so ein Battler-Konto. Nein, das habe ich nicht gesagt. Battler-Konto Doch, das hat ist ein nichts. Battler-Konto. Nein, du hast gesagt, das klingt nach einem Warte, Battler-Konto. ich blende jetzt da ein, was du gesagt hast. Umfrage Spendenkonto. Das klingt so, wie wenn wir am Battlen wären. Ja, es Also- soll kein Battle-Konto Nein, sein. Okay. Bravo, Danke. bravo Oli, gut gemacht. Bravo. ja, weißt du, jetzt, wir hören es nicht, aber die Zuschauer hören es dann. Ja. Zuhörer, sorry, Zuschauer gibt es keine im Podcast. Genau, und dort ist es eigentlich, wie soll man sagen, eindeutig oder zweideutig rausgekommen. Ja. Oder wie würdest du dem sagen, Nico? Sedi, hast du unsere Umfrage mal angeschaut? Auf Ja, Spotify? ja, habe ich mitbekommen wegen Biokonto. Wie würdest du das Ergebnis beurteilen? Hast du die angeschaut?
Nein, das Ergebnis habe ich leider Okay, nicht gesehen, also. aber ich kann meine Meinung sagen, ich wäre dabei. Wirklich? Stark. Geil. Ja. Hey, die Meinungen sind leider nicht so eindeutig gewesen, sage ich jetzt einmal. Also es kommt darauf an, wie man es nimmt. Es sind, ja, ein paar sind dafür gewesen und etwa gleich viele sind dagegen gewesen. Es sind unpassend und ja, dann sind noch wenige so ein bisschen, nur wenn ihr darüber redet. Ja, Es ist ja mehr eine lustige Idee gewesen, wo wir gedacht haben, wir geben das mal weiter. Es ist ja Genau. nicht so, dass wir uns Bier nicht selber leisten können. Genau, und es ist nicht so, dass wir kein Bier mehr werden trinken während dem Podcast. Apropos, machen wir gerade eins auf. Ja, ich kann sagen, cheers. Zum Wohl. Wir müssen an dieser Stelle Zum sagen, wir haben schon Ja. angefangen. Ja, also meins ist schon fast leer. Ich wäre schon fast fürs zweite ready. Nein, ich muss noch fahren. Ja. Jo, das mal zu der Reaktion zu der Umfrage. Also Fazit, wir machen es nicht. Wir tun Sorry, ja. kein Bierkonto auf, das heisst, wir zahlen unser Bier immer noch wie gewohnt selber. Wir können aber natürlich schauen, dass wir die lokalen Brauereien unterstützen können. Das Ja. können wir machen. Ausser in dieser Episode haben wir 20 Kommentare, die schreiben, machen das Konto. Dann machen wir eins. Ja, aber es müssen wirklich 20 Kommentare sein. Aber da sind wir schon gerade beim nächsten Punkt, oder? Jawohl. Von wegen Kommentar. Ja. Hey, wir müssen uns entschuldigen. Ich weiss nicht, was los war. Oder wir haben es nicht herausgefunden bis heute. Wir haben gewusst, Ja. dass Spotify irgendein Update... Ja. Also wir haben Spotify von Podcasts. Das ist auch so eine Plattform, wo du als Podcaster deine Dateien kannst aufladen Genau. kannst, die wir auch nutzen. Und dort hat es geheißen, ja, sie haben gerade irgendwelche Probleme. Das war irgendwann letzte Woche mal gewesen, Mitte Woche so. Es gab irgendwie ein Update, hat es geheißen, Genau. oder? Am Anfang haben wir nur die Umfrage können aufladen. Ja. Dann Nein, haben wir nein, am Anfang nur nicht Kommentare. einmal die Umfrage. nicht Genau, einmal die am Anfang sind nur Kommentare Ja. zugelassen, gewesen, ohne Umfrage. Dann habe ich Nico geschrieben, du, was ist los mit dieser Umfrage? Dann hat es gekehrt, dann haben wir nur die Umfrage gehabt, dafür kein Kommentar. Es hat sich bis heute nicht gelöst. Also man kann immer noch nicht kommentieren. Komischerweise auf die Episode. Ich weiss im Fall nicht, das haben wir irgendjemand, nein nicht wir, sondern uns hat irgendjemand ein blaues Herz geschickt. Also irgendjemand kann noch kommentieren. Das ist verdammt komisch. Wie ich bei mal in die Kommentare schauen und da habe ich gesehen, zum Prüfen ist einer, und zwar ist der vom Livio. Der Livio hat ein blaues Herz an uns geschickt. Aber das blaue Herz wäre eigentlich für den Kili gedacht. Ja. Also irgendwie, wahrscheinlich die Leute, die das Update noch nicht gemacht haben von der Spotify-App, die können kommentieren. Keine Ahnung. Ich bin ja nicht... Aha. Ich muss es updaten. Ich habe Spotify müssen updaten. Okay. Also bei mir hat es ein Update. Und Spotify für Podcasters ebenfalls. Ja, aber ja. Du, easy, wir hoffen, dass jetzt diese Episode Kommentare und Umfragen zugelassen sind. Genau, Gleichzeitig. weil da komme ich nämlich gerade zum nächsten Punkt. Und zwar zu der Bodensau vom Gewinner. Hey, der Kili war der Erste, der einen Kommentar gemacht hat. Er hat hier geschrieben, er hat schon 5 Herzchen bekommen. Ich glaube, 45 Minuten nachdem der Podcast online gegangen ist. Irgendwie so. Ja. Auf jeden Fall, hey Kili, ich gebe dir gerne einen Köder, aber Bodensau, also kannst gerne einen haben, aber ich würde sagen, ich mache das Gewinnspiel noch einmal erweitern um die Episode, dass der Erste, der die Episode kommentiert, sofern man wieder kann kommentieren, dann der Gewinner ist. Von dem her. Genau. Hey, nebst dem, der Kili, dir hat das wahrscheinlich auch geschrieben, mir hat er auch privat geschrieben, dass es, ich weiss, er hat nie einen Stand durchgegeben, aber er hat gesagt, er kommt sehr viel Herzli über. Hey, mega cool, dass die spontane Aktion so funktioniert hat. Auch in den Kommentaren haben wir, glaube ich, einige Herzli gehabt. Ja. Hey, mega cool, haben ihr da mitgemacht. Ja, ich glaube, voll. dem Kili hat das sehr, sehr, sehr viel bedeutet, Ja, dass mega. er so viel Herzli bekommen hat. Mega coole Aktion gewesen. Ja, Danke also, euch. geschwind, was ich kann sagen ist am Dienstag, 9. Juli, also am Dienstag, wo der Podcast am Sonntag vorher rausgekommen ist, hat er 7 Stück gehabt hier. Ich habe ihn jetzt heute wieder gefragt, wie viele Herzen das er bekommen hat. Er hat mir noch nicht zurückgeschrieben. Ich werde es dann wahrscheinlich in der nächsten Episode sagen, wie viele das es dann effektiv gewesen sind, sobald ich davon ihm ein Feedback bekomme. Genau. Jo, das wäre es zum Einstieg und Ja, genau. Rückblick zu der letzten Episode. Genau. Darum würde ich jetzt sagen, gehen wir in die nächste Kategorie, oder? Jawohl. Meine Woche, deine Woche. Der Sedi hört eben die Musik nicht am Telefon. Oh ja, voll blöd, Sedi. Wir sind da, sorry. wir sind da voll am Stimmt. Dancen, Sedi. Stimmt. Okay, alles klar. Das ist der Nachteil, wenn du am Telefon bist, dann hörst du den Jingle nicht. Aber der Jingle Genau. hat automatisch eingespielt für dich. Genau, Okay. Darum haben wir jetzt so ein bisschen gewartet. genau. Ja, du, ich würde sagen, Sedi, wir geben dir gerade das Wort. Wie war deine Woche gewesen? Was hast du gemacht?
Okay, also ich hole ein bisschen weiter aus, weil vor 1,5 Wochen ist etwas ganz Geiles passiert. Und ich denke, 1,5 Wochen, da passt noch einiges rein, ich bin ja nicht viel da. Und sind gerade da zuerst, nämlich vor 1,5 Wochen, am 4. Juli, habe ich meinen ersten Karpfen am Bodensee gefangen, mit etwa 10 Kilo. Das hat richtig Bock gemacht. Und es war ein langer Weg, weil ich habe ehrlich gesagt 3 von den 4 verloren und einen habe ich raus, weil mega viele Kraut ist dort und die sind immer volles Kraut, haben alles abgerupft. Und da hat es lang gebraucht, bis man das Material und alles verhebt hat. Nach dem Karpfen, den ich gefangen habe, ist eigentlich noch spannend gewesen, dass mein Mitbewohner, der jetzt einmal bei uns gewohnt hat, ausgezogen ist. Endlich. Also Petri auf jeden Fall noch zum Karpfen so vorab, gell? Ja, danke. Da mit Das dem ist mega Mitbewohner, geil. was sagt man da? Gratulieren, oder? Ja. Ja, der ist nur ausnahmsweise zu uns gekommen, weil er keine Wohnung hatte, hat müssen überbrücken, bis er eine eigene Wohnung hat. Wir haben ein Gästezimmer und dann haben wir halt gedacht, ja, kommst vorbei, oder? Und aus so 1-2 Wochen ist dann 1 Monat geworden oder sogar ein bisschen mehr. Oh, so Und gehst dann- kann ich, so gehst kann ich. Ich zum Glück nicht. Ja, oh nein, so gehst kann ich. Wo dann nicht mehr gönnt. Ja, genau. Ist halt schön bei uns, aber wir haben eine gute Wohnung, schön, gerade gelegen, gerade am Bodensee. Verstehe nicht, wo du schon, oder? Ja, ich glaube, Ja. da würde jeder von uns Eigentlich. gern, da würde wahrscheinlich jeder von uns gern geschwind ein bisschen wohnen, so einen Monat Ja, ja. oder ein halbes Jahr oder ein Jahr. So gratis macht man das gern. Absolut. Aber er ist ein guter Fischerkollege und mit ihm bin ich halt fast jeden Tag auf Fischen. Und wir haben eben auch zusammen den Karpfen raus und auch noch ganz viele andere geile Fische. Leider hat die Wohnung ein bisschen gelitten wegen dem, weil zum Beispiel hat da ein 1,64 Meter Wels bei uns im Wohnzimmer filetiert. Stark. Und Okay. Wer macht so etwas? Ja, 30 Kilo Fleisch hat er gegeben, Mann. Das ist der Wahnsinn. Also, das Fleisch ist fein und der Wels ist Hammer, aber meine Wohnung hat gestunken wie Sau. Ja, das glaube ich, das glaube ich. Wohnst Ja. du alleine, Sedi? Nein, mit der Freundin zusammen. Ja, okay. Sie ist halt auch gewissermaßen nicht mehr glücklich gewesen. Sie hat auch gekühlt und gemotzt und gesagt, hey bitte Jungs, gehen nicht immer go fischen und holen nicht immer die scheiß Fisch heim. Gut, welche Frau findet es geil, wenn man filetiert, nur schon in der Küche? Ich kenne Nein. keine. Ja, Keine. kommentiert doch das gerade mal in der Kommentarfunktion, wenn das geht. Es nimmt uns selber Wunder, welche Frau, oder ihr könnt ja selber kommentieren, findet es eure Frau cool, weil ich glaube, es hören hauptsächlich Männer zu, findet es eure Frau cool, wenn ihr in der Küche einfach 1,60 Meter plus Wels würdet filetieren? Du, meine kriegt schon Krise, wenn ich nur schon meine 30er Forellen filetiere. Ja gut, du fängst immerhin Ja. vor allem. Dies ist dich selber, ist auch etwas Neues. Ja, ist halt Ja. vor allem. Sorry, Cedric, du bist dran, sorry. Ja, genau. Ja, alles gut, alles gut. Aber das 1,60er Wels, das ist wirklich echt viel gewesen. Der ganze Tisch versaut, der ganze Boden, alles. Ich meine schon allein der Abfall, den er gegeben hat. Ja. In dem Kübel, wo wir da entsorgt haben, der hat so Gott sei Dank gestunken. Und Ja, dann gut. ist Sommer, weißt und dann wird es warm. Und Ja, und dann läuft der Alter, Kübel, wie- dann läuft der Kübel schon fast alleine raus, oder? Wegen dem Maden. ja, der fängt sich da an leben, genau. Das ist Okay. gut. Ja, tönt einmal nach einer spannenden Woche, die du gehabt hast. Ja, ja. Aber es geht eigentlich noch weiter. Weil ich habe mir da etwas aufgeschrieben. Nein, der ist da gerade gepost. Scheine vorbereitet. Ja, ein bisschen, oder? Normalerweise bist du, Oli. Wo nicht vorbereitet ist. Genau, jetzt haben wir es, also, weil er gegangen ist, haben wir gesagt, komm, jetzt muss die Wohnung wieder mal sauber sein.
haben wir Putzfrau geholt. Und die Putzfrau ist heute da gewesen, gerade bis kurz vor dem Telefon mit euch. Und hat da wieder mal alles putzt und sauber gemacht und aufgenommen und alles. Jetzt ist wieder einigermaßen Leppau da drin. Okay. Ja, kannst froh sein, ist die Freundin geblieben, hä? Ja. Ja, genau. Und dann am Wochenende bin ich wieder mal das Wochenende fischen am Greifensee. Jetzt bin ich mir sicher. Nico oder Oli, alle von 2 geht um Greifi, Beide. oder? Ja, Beide. also ich wohne gerade am Greifensee. Ja. Ah, wirklich? Ja, ganz geil. Weil eigentlich ist das mein Lieblingsgewässer, vor allem auf Hecht und so. Und ja, wir machen aber richtig krasse Hardcore-Wochenende dort. Wie das Wochenende auch. Aber da haben wir richtig geschissen, weil nichts gefangen. Aber wir sind am Samstag gut, haben Köderfisch gefangen, dann haben wir Austern am Steg gepennt, haben auf Felsen gesessen, aber leider kein Biss, nix. Und dann am nächsten Tag, wo es so warm wurde, ist am Sonntag, sind wir den ganzen Tag auf dem Bötchen am Werfen gewesen. Haben den ganzen Willen blöden Hecht gefangen, aber es ist irgendwie auch nicht dazu gekommen, dass wir da einen gescheiten Biss bekommen haben. Was selten ist für den Greifi, aber nach dem grüssigen Scheißwetter und ich auf einmal wieder Sonne, hätte ich gar keine Lust gehabt. Und da sind wir wieder bei diesen 10 Schneidertagen, die ich immer prophezeien, oder? Du, wenn kein Schneidertag kommt, dann bist du eben nicht so glücklich, wenn du einen fängst. Ja, das aber gehört dazu. wichtig ist ja, es geht ums Fischen und nicht ums Fangen, oder? Ja, also man natürlich sagen, nach 2 Tagen, da hat schon dringend einen Fisch gebraucht. Okay. Aber, Kann ich jetzt noch verstehen, ja. ja, eindeutig. Wir sind richtig im Lach gewesen, aber ein schönes trotzdem gewesen. Und ja, was haben wir denn sonst noch gemacht? Ja, wenn ich heimgekommen bin, jedenfalls, habe ich gesagt, jetzt gehe ich wieder auf Karpfen. Habe ich fertige Bestellung gemacht für Karpfen, das war nach gestern und heute gewesen. Und mein Ziel wäre jetzt die Woche nochmal ein Bauernkarpfen am Bodensee. Vielleicht gibt es ja mal noch etwas Geiles. Vielleicht gibt es ja das mal einen 12 Kilo Karpfen. Ja, wieso nicht? Ich will Genau. nicht Nein sagen. Perfekt. Ja, Also cool. Freundin, ich wüsste jemanden, der Nein sagt. Ich Freundin. auch, ja. Gut, solange kein 1,70er Wels fängst, glaube ich, ja, wird die Freundin wahrscheinlich glücklich sein, weil ein 1,60er plus kennt sie ja schon, oder? Ja, der ist 70 auch. Ah, okay. Aber nicht Ja, in der gut. Küche. Ja. Sehr gut. Cool. Oli, willst du gerade weitermachen? Ja, hey, ihr glaubt es nicht, aber ich bin nie go fischen. Unmöglich, aber doch wahr. Man hat halt, man hat halt gleich ein Privatleben mit Frau und Wohnung und Ferienplanung, wo man gleich verpflichtet ist, um etwas zu machen. Das ist leider auch so, oder auch schön, dass man das so hat. Ist leider auch schön so. Ist leider auch schön. Ja, und nebst dem, gell, eben, wir haben noch einen Job, wir machen das, haben wir schon ein paar Mal gesagt, wir machen das da freiwillig und alles gratis. Und dort muss man halt auch bügeln. Und bei uns war jetzt einfach Ferienabschluss gewesen, mega viel noch zum Tun gewesen vor der Ferien. Ich gehe jetzt die nächsten 2,5 Wochen auf Schweden. Haben wir recht viel müssen vorbereiten, weil Camperzeug und Sachen muss man halt doch noch schauen, dass man seine Ware zusammen hat. Nebst dem habe ich... Gehst du campen, oder was? Ja, voll. Ich habe Camper gemietet, 2,5 Wochen. Ja, Voll sehr Vanlife, ja. Nimm noch das Bellyboot mit. Mega. Das wird richtig nice, ja. Oh, mega. Voll cool. Ja, und dann erwarten wir ja Nachwuchs. Und dort muss man sich auch ein bisschen vorbereiten mit mal Möbel kaufen, Kinderwagen kaufen und so Geschichten. Das kennt der Nico schon alles. Ja. Hat er schon hinter sich. Ja, zum Glück, ist gut. Ich komme dort her, darum, genau, habe ich ein bisschen Verpflichtung gehabt, die Heime und nicht können fischen. Aber ich gehe jetzt 2,5 Wochen und da wird durchgefischt. Hoffentlich holst du alles nach, was du irgendwie verpasst fix, hast. Fix. Ich habe jetzt Ja, so sehr gute Baits noch bei dir eingekauft, dann Eben genau. funktioniert es ja. Hey, und dann ist noch etwas entstanden aus unserem Holland-Trip.
Oh. Es wird Projekt geben mit Toppis zusammen. Oh, da bin ich gespannt. Ich darf aber nicht mehr verraten momentan, aber wir sind da bereits in Planung für im September. Sehr gut. Tönt da schon mal gut. Geil. Robin, wird geil. Ja, sehr schön. Hast du mit dem Robin zu oder hast du mit... Ja, wahrscheinlich hast du mit dem Robin zu. Ja, kommt darauf an, welcher Schauspieler er mir zur Verfügung stellt. Sich selber als Pausenklon oder ein anderer. Ja, wer weiß. Sehr gut. Ja, cool. Ja, das wäre meine Woche gewesen. Oder Sehr meine gut. Woche, ne? Deine Woche, ne? Sehr gut. Ja, dann erzähle ich noch kurz von meiner Woche. Ich bin am Samstag, für all die den letzten Podcast ja gehört haben, bin am Samstag in Kili aushelfen. Mega cool gewesen. Wir sind recht für sich gekommen, es kommt langsam gut dort. Also auch ihm selber geht es, glaube ich, mittlerweile auch wieder den Umständen entsprechend gut. Er darf jetzt an mich heim übers Wochenende, Samstag bis Sonntag. Mega cool. Ist für ihn natürlich ein mega Highlight. Und durch das, ja, genau, jetzt werde ich zwischendurch wieder mal einen Samstag gehen. Von dem her, wenn ihr Bock habt zum Shoppen, ihr findet es jeweils im Instagram. Ich mache meinen Story-Post. Auch der Jörg Schreiber macht meinen Story-Post. Ich wollte gerade fragen, gell, der Jörg ist aber auch dabei. Genau. Der Jörg ist auch diesen Samstag jetzt wieder im Shop. Also wenn ihr die Episode gehört habt oder hört, ist er gestern eigentlich im Shop gewesen. Von dem her. Aber auch er kennt seine Story. Also von dem her mega cool. Gut, dann bin ich am Dienstag fischen, schneidern. Wieder ein Schneidertag, aber es war gut gewesen. Hat Spass gemacht, ist schön gewesen. Wir haben ein bisschen Muckenstich gehabt und so. Egal, gut. Und dann am Samstag bin ich, das ist ganz geil, am Samstag bin ich an Zürich Obersee gegangen mit dem Maxel, mit dem Big One Fishing Official. Sind wir mit dem Kajak raus. Auf der Obersee dürfen wir ja mit dem Kajak. Für all die es nicht wissen. Und hey, es war der absolute Wahnsinn gewesen. Also ich habe es recht geil gefunden. Der Maxel auch. Er ist, wann sind wir? Er ist irgendwo um die 10, 11 umeinander ist er gekommen und ist dann irgendwie um die 5 wieder gegangen. Aber wir haben beide unsere Fische gefangen. Ich war ein bisschen früher dort gewesen und bin ein bisschen später gegangen. Und vor allem, als er gegangen ist, habe ich noch mit dem Crank von Sakura noch ordentlich abgeräumt. Also ich habe einen fetten Barsch verloren. Mega schade. Mein Fehler, ich hatte den Kescher nicht parat gehabt. Ich habe den Crank dran gehängt, habe ausgerührt in den Barschwarm rein. Hey, kaum angezogen, ist schon ein Barsch drauf geschossen. Ich hatte den bis beim Boot gehabt. Ich dachte, oh, das ist ein fetter Sicht, den muss ich käschern. Dem lange ich nicht in die Schnürre rein, wegen dem Haken, nicht, dass ich mich noch selber hake. Ich habe dann den Kescher angefangen parat zu machen, habe ihn käschern und in dem Moment schüttelt er sich ab. Und Scheisse. ich habe noch nie Menge Barsch gesehen, an meinen Ködern von mir gefangen, die 40 cm waren oder grösser. Ah, der hat er gehabt. Hey, es ist brutal schwierig zu schätzen. Es ist mega schwierig, wenn du den Köder, wenn du den Fisch nicht zum Wasser raus hast. Ich sage, der wird zwischen 35 und 40, wenn nicht sogar ein bisschen drüber gewesen sein. Ist einfach eine reine Schätzung. Ich will mich da nicht irgendwie festlegen. Sehr schöner Fisch. Mega. Also, und auch, er hat alt ausgesehen, weißt du? Er ist wirklich angesehen, wie er so ein bisschen, ja, gut Deutsch gesagt, abgefuckt. Oder? Aber ja, es ist sehr schade, aber du, egal, das ist Fischen. Man kann nicht jeden Fisch rausziehen, den man dran hat. Auf jeden Fall haben wir noch einen schönen Hecht gefangen. Ich habe auch noch ein Egli gefangen, weiter noch auf den Crank. Ich habe dann mal den Köder gewechselt auf Slashblade, habe dort auch noch meine Fische gefangen. Mit dem Spin-Jig habe ich Fisch gefangen. Das ist einfach ein geiles Spot, den ich dort hatte. Geil, Mann. Stark. Würde ich sicher wieder mal machen. Ja, sehr stark. Ja. Und dann habe ich noch etwas so ein bisschen Fun-Fact-mässig. EWZ. Elektrizitätswerk von der Stadt Zürich, die haben ein Fischquiz. Also für alle die, ich gehe den Link noch in die Shownotes rein, dort könnt ihr mitmachen. Für alle Fischer wird es ein leichtes sein, weil die Antworten sind, ja, da zeigt es zum Beispiel, einfach noch ein Beispiel, zeigt es eine Nase an und dann steht dort, wie heisst der Fisch, Nase, Maul oder Ohr. Nein. Ja, es ist leicht gemacht. Aber ich habe gefunden, muss ich schon reinnehmen, ich gehe den Link sicher noch in die Shownotes rein. Und aus dem Grund, warum haben sie das ja, irgendwie gemacht? Keine Ahnung, habe ich nicht gelesen. Ich habe einfach gefunden, Fischquiz mache ich mit. Okay, aber man hat nichts gewinnen. Hey, keine Ahnung. Ja, mal kannst du sicher irgendetwas gewinnen, aber aha. Ja, so weit mache ich mich nicht. Es ist so ein, wenn du siehst, ist alle richtig, dann ist für mich okay, gut, perfekt. Jo. Von dem her, genau. Ja, hey, das wären so ein bisschen meine News gewesen. Oder nein, nicht News, sondern meine Woche. Krass. Genau. Bin ich der Einzige, der da nicht gefischt hat? Geile Woche, scheint so. Ja, und also die Woche ist recht gut gelaufen. Also beim Sedi ist gut gelaufen, oder Sedi? Ja, mehr oder weniger. Hey, du hast Fisch gefangen? Scheiße, aber ja, bis auf die 2 Tage greifen sie dort, aber
Sonst, Ja, ist gut gelaufen. ja. Ich das meine, hast du wenigstens einen Karpfen gefangen, den du schon lange mal wollen? Und das ist ja ja, geil, da ist. von dem her. Da redet fast schon ganz Jahr. Aber genau. Jo, Jo, dann würde ich sagen, wir gehen weiter in die nächste Rubrik. und zwar Infos aus der Szene. Der Oli ist schon wieder voll am Dancen. Ich finde den Jingle einfach hure geil. Cedric, du hörst ihn leider nicht, aber vielleicht hast du ihn noch im Kopf. Weiß. Ja, du hörst ihn dann, wenn der Podcast los ist. Okay, alles klar. Jo. Hey Nico, willst du da starten? Du hast Soll ich? recht viele Infos. Also ich gut. bin wieder mal klassisch Daniel-Style. Also gut. Gut, Ja, dann ja, nicht viel. Also gut, dann fangen wir doch mal an. Und zwar, Susanne Stebler ist wichtig für alle Händler. Sie verlässt Rapala VMC. Der Versand wird alles über Frankreich sein. Und ich frage mich so ein bisschen, gibt es noch irgendwie einen Sitz in der Schweiz? Weil sie sind in Porrentruy, oder wie man das ausspricht, in der Westschweiz gewesen. Porrentruy. Ja, genau, gut gesagt, mit der Nase zu. Genau. Sind dort gewesen und ja, jetzt geht sie. Ich weiss nicht, ob es noch einen Sitz gibt in der Schweiz. Auf jeden Fall wird alles über Frankreich verschickt, einfach so als reine Info. Okay. Dann, und das finde ich nice, Oli, nice. Hey, Du, nice, Wo ich nice. das sehe, dass du das reingeschrieben Ja. hast, ich bin schnell anschauen. Ja, und? Stimmt, oder? Ja, hau Gut. zuerst mal raus. Also, hey, der Nice Ghost Release, also der Köder Ghost, der Release von dem Bait ist verspätet. Ich weiß nicht um wie viel, ich habe es einfach im Instagram gesehen. Und es hat einen rechten Shitstorm gegeben in den Kommentaren, hat es mir gedacht. Also nicht Also, nur einen halben, wie ich es aufgeschrieben habe. Definier sondern- mal einen Shitstorm. Weil du Ja, das von wegen, geschrieben das hast, kann will ich ja eben nicht auch sein. schnell lesen. Das kann ja nicht sein, dass der später kommt. Ja, aber das sind nicht so viel gewesen, wie auch das... Also mir hat es Ich, nur die ich angezeigt. würde sagen, es haben etwa gleich viel gefeiert. Wirklich? Ja. Nein, mir hat es nicht die angezeigt. Und, Okay. und das Wichtige vor allem, es sind nachher, haben sie auch noch weitere Baits Ja. wollen releasen oder haben released oder geschrieben, hey, die kommen. Und nachher ist so ein bisschen der Hashtag Ghost auftaucht. Hure Oh, geil. ja. Da haben so die anderen Baits, die kommen, hat es wahrscheinlich geheißen, ja, haben sie geschrieben gehabt, der wird sicher auch wieder verspätet sein, das wird wahrscheinlich, wenn er im Frühling released werden, wird es wahrscheinlich Herbst, Hashtag Ghost. Hey, und ich kann irgendwie die Leute irgendwie auch ein bisschen verstehen. Ja, logisch. Ich meine, das Marketing verstehe ich auch von Dustin Schön. Ich meine, die tun das weit voraus, tun das die Leute triggern und immer mit dem Zeug fangen, bringen geile Videos. Aber irgendwann muss das Zeug da auf den Markt. Richtig. Aber es ist ja nicht die einzige Marke, die Verspätung hat. Auch Ja. Bullseye. Wir haben in der letzten Episode haben wir es davon gehabt, von Richtig, Lamelli. Ich habe dann den Fönsi angeschrieben, den Markus von Neu, den Inhaber und Gründer von Bullseye. Und er hat mir dann zurückgeschrieben, Lamelli ist auf dem Weg, ist im aktuellen Container vom Schiff, der wird jetzt verschifft. Geht ca. 4 bis 6 Wochen, bis der anscheinend in den Shops verfügbar sein. Also, Wow. Aber das ist ja eine richtige Delay. das heisst noch einen Monat und es ist ja doch schon etwa einen Monat Verspätung, also rund etwa 2,5 Monate insgesamt Verspätung. Ja. Finde ich mega schade. Dann hat er noch geschrieben, vorher, bevor der Lamelli in die Shops kommt, gäbe es noch neue Routen, und zwar eine neue Chick Whip Serie, also für alle die Bullseye geil finden, die sagen, hey, Moll muss ich unbedingt haben, für die gibt es eine Chick Whip, und zwar eine Travel, also eine Reiseroute von Bullseye, mit diversen Wurfgewicht. Welche genau weiss ich jetzt nicht mehr, hat er glaube ich einer geschrieben, es gibt einfach verschiedene, halt in der klassischen, gewohnten Chick Whip Qualität, und das kommt dann noch vor dem Lamelli. Und zu guter Letzt die Righeads, die wir auch im YPC gesehen haben, wo er so Werbung gemacht hat, die brauchen noch ein bisschen länger Zeit, dort hätten wir nicht irgendwie ein Datum können angeben. Okay. So viel zu dem. Also es ist nicht nur Nice, Krass, wo ja. irgendwie Verspätung anmeldet, sondern es ist auch Bullseye. Ich habe gemeint, wir haben Corona hinter uns. Habe ich auch gemeint. Aber ich könnte mir noch gut vorstellen, dass aufgrund von diesen ganzen Kriegsthematiken halt die ganzen Schiffswege eingeschränkt sind oder halt nicht alles Risiko eingehen wollen, was ich auch verstehen kann. Ja, logisch. Ja, ja. Genau. Von dem her. Wahnsinn. Weißt du, es nimmt mich mal noch Wunder, die Bullseye-Routen sind sehr stark vertreten in Deutschland. Also in Deutschland fischen sehr viel. Ja. In der Schweiz sehe Ja. ich sie eher Ja. weniger. Im Vergleich
Zu Deutschland. Weil, ja, mir hat das mal jemand gesagt, ein guter Kollege vom Fönsi, weil der Punkt ist der, dass in der Schweiz, wenn jemand eine Route kauft für 350 Stutz oder 400 Stutz, was die zum Teil kostet, halt recht viele Fragen bestehen, warum kostet die Route so viel und ich kann eine günstigere Route kaufen für weniger Geld, wo gleich viel kann und. Und Deutschland halt nur noch mal grösser ist und dementsprechend der Absatz besser sei. Okay. Das war so ein bisschen die Aussage gewesen. Warum genau, habe ich jetzt nicht gefragt, den Fönsi, aber ja, das ist so ein bisschen das. Ja. Dann, wenn wir schon bei Deutschland sind, Deutschland muss einen Managementplan erstellen für die Eindämmung vom Kormoran. Ah, was? Ja. Und Ja, das ist aber gut. ja, und zwar soll der Kormoran in Deutschland als eine jagbare Art eingestuft werden. Ja, hat's geil. Sehr Zur geil. Zeit, ja. Ja. Ja, genau. Und so soll eigentlich dann die Eindämmung für ganz Europa ein bisschen stattfinden, hat es geheißen. Habe ich von der Quelle Angling International, falls jemand interessiert, dort kann er es nachlesen. Mehr ist, es ist echt so ein bisschen zusammengefasst, mehr ist eigentlich nicht gestanden. Also finde ich ganz coole News. Von dem her, ja, Wann ist der Shoot-Off? das weiß ich nicht. Oh. Das haben sie auch nicht geschrieben. Sie haben nicht geschrieben, per wann. Ja. Sie haben einfach geschrieben, CSU und CDU haben das irgendwie vereinbart oder so. Ja. Also es ist Fakt, dass es wird passieren, oder ist es noch eine Diskussion? Nein, es ist Fakt, dass sie müssen einen Managementplan machen, aber ich weiß nicht per wann oder bis wann und ich weiß nicht, ja, keine Ahnung. Es kann natürlich sein, dass es vielleicht noch ein Jahr geht, es kann sein, dass sie Ende Monat haben, es kann sein, dass der 3 Jahre geht oder was auch immer. Das Aber weiss ist schon ich mal ein nicht. Schritt weiter. Ist schon mal etwas, dass sie ein bisschen, ich sage jetzt mal, das Messer am Hals haben, wenn du so Ja. willst. Ja, übertrieben gesagt. Genau. Dann kommen wir wieder zurück in die Schweiz und zwar gibt es ein Fischfangverbot am Lindkanal, Abschnitt Wallensee, ab 2025. Da gebe ich euch auch den Link noch in die Shownotes. Das ist der Abschnitt vom Wallensee weg bis etwa in die Mitte. Der Lindkanal mündet dann in Zürich-Obersee. Bis etwa in die Mitte. Also ist eigentlich der Abschnitt Wallensee, wenn man so will. Die jetzt Patent haben, die wissen das eh schon. Dort gibt es auch ein Video auf SRF. Und ja, dort haben sie einfach noch so ein paar Zahlen. 1970 haben sie 10 Tonnen Forellen gefangen. Also Forellen und Äschen insgesamt. 10 Tonnen. Was? Ja. Und im Jahr 2023 ist der Bestand so zusammengefallen, dass noch 36 Kilo sind. Was? Ja, an Äschen und Forellen. Krass. Ja. Die Frage ist halt auch, Ja. was ist alles wirklich... Aber Äsche ist doch geschützt. Was ist alles... Nein, nicht überall. Nicht Nein. Also bei Lindkanal uns darfst du auch noch Äschen fischen. Okay. Ja. Am Lindkanal ist es jetzt geschützt seit, glaube ich, letztes oder vorletztes Jahr so. Meinte ich. Wie auch an der Tour. Erst seit es so heiß war. Von dem her. Genau. Und dann noch ein kleiner Fun-Fact. Den muss ich noch bringen. Und zwar bringt Kawasaki den ersten Fischer-Jetski für Angler raus. In der UK. Geil. Okay. Den habe ich auch gesehen, den habe ich geschrieben, so aufschreiben. Ein Jetski zum Fischen, weißt du, wie geil? Dann machst du gerade den Spot kaputt, wenn du nicht drüber heizt. Ja, scheiße, kannst du mit dem Motorboot, aber es ist einfach geil, bist auf dem Okay. Jetski, Mann. Ich würde es recht feiern. Also für all die nicht wissen, was schenken auf Weihnachten. Warte mal schön. Okay. Gut. Ja, hey, das wären meine News gewesen. So. Dann mache ich sonst weiter. Und zwar hat Schweizer Sportfischermesse ein neues Logo entworfen und rausgebracht schon. Wir nehmen mal eure Meinungen wunder, Nick und Sedi dürfen gerne auch eure Meinung jetzt so sagen. Ich habe es mit dem Gesi abgesprochen. Er kennt schon meine Meinung. Ja. Wie findet ihr, habt ihr das neue Logo gesehen und wie findet ihr Ja. es? Also ich finde es ganz okay. Ich finde es nicht irgendwie schlimm oder so. Ich finde es ganz okay. Es ist eine Abkürzung vom Namen. Es ist, ja, ich finde es eigentlich ganz okay. Sieht jetzt nicht irgendwie sonderlich speziell aus, sieht aber auch nicht sonderlich schlecht oder gut oder, ja, ich finde es eigentlich völlig human. Übrigens, habe mich schon angemeldet. Stark. Sedi, du? Nein, ich habe mich nicht angemeldet. Aber du hast das Logo schon gesehen? Nein, auch nicht. Auch nicht. Ah, da kannst du nicht viel... Also, Nein, eben. ich bin gar nicht informiert über das. Okay. Also übrigens so geschwind, sorry, wenn ich ja. dir das Wort falle, ich weiß gar nicht, ob du es auch noch aufgeschrieben hast, aber sie haben übrigens auch einen neuen Internetauftritt durch das. Ja, das haben wir dann... Ich habe dann... Ich habe dem Gesi geschrieben, neues Logo und so. Und er hat mich dann gefragt, ja, und wie findest du? Und wie ich halt bin, habe ich gesagt, willst du meine ehrliche Meinung hören? Und? Erzähl. Ja, ich muss jetzt sagen, nach dem Telefonat mit dem Gesi verstehe ich den Grund
Oder habe ich mehr Hintergrund wissen, warum es so aussieht? Ich habe dann auch ein bisschen den Kommentar so gelesen, wo die Leute geschrieben haben, mega modern, bla bla bla. Finde ich jetzt nicht so modern. Also ich finde es eher ein bisschen oldschool, darum verwundert es mich nicht, warum es der Nico gut findet, weil er ist einfach schon ein alter Sack. Merci. Gern geschehen. Nein, also mir gefällt es persönlich gar nicht. Ich hätte ein anderes Design gewählt, um es modernisieren. Als ich dann telefoniert habe mit dem Gesi, verstehe ich, warum es so gewählt wurde. Ich darf da noch keine Insiders erzählen. Ja, aber persönlich, mir gefällt das nicht mit dem Fisch und es wirkt einfach, ich weiss auch nicht, wie aus den 80er Jahren, sorry. Also, weiss auch nicht, das erste Mal, wo PC aufgekommen sind in den 90er Jahren, so Designs sieht es für mich aus. Gibt es mittlerweile viel geilere Sachen. Sorry, Ralf und Gesi, ich weiss, sie sind auch ältere Generationen. Euch gefällt es, das ist das Wichtigste und die Hauptsache, mir gefällt es einfach nicht. Ich finde es einfach richtig oldschool. Also ich finde, da kann man designmäßig mehr rausholen. Okay. Aber das weiss der Gesi auch von mir, das ist gar nichts Neues. Ja, das ist gut. Sie haben übrigens auch eben, wie schon gesagt, einen neuen Internetauftritt und die einen Stand wollen, die können sich auch über die Internetseite jetzt anmelden, gerade mit den Wunschquadratmeter und. Also von dem her, sie haben doch recht viel investiert, sage ich jetzt mal. Also, so scheint es zumindest. Ja. Wenn ist denn eigentlich die Messe genau? Ich bin gar nicht informiert. Ja, da merkt man, dass du unseren Podcast nicht gehört hast, Cedric. Weil wir haben das schon vor Monaten haben wir das eben gesagt. Jetzt läutet mein Papi mir live im Podcast an. Papi kann ich leider nicht abnehmen. Sorry, Papi. Genau, aber der Gesi und der Ralf oder die Schweizer Sportfischermesse hat es jetzt mit dem neuen Logo gelauncht. Und zwar ist es am 8. bis am 9. Februar 2025. Das ist also lange. Samstag 8. bis Sonntag 9. und zwar in der Umweltarena Spreitenbach. Okay. Genau. Ja. Jo. Hat übrigens, Sedi hat auch einen Lift, also sie ist rollstuhlgängig. Gell? Yes. Von dem her, Sehr gut. ja. Ja, eigentlich müssten wir ja schon vorbeigehen, um mal schauen, was da abgeht und los ist. Unbedingt, also Ja. der Oli und ich sind sicher wieder vor Ort. Also ist Place to be für Haben wir einen Stand, oder was? Ich habe einen Stand mit Majorfish und Maximus. Okay. Und der Oli wird sicher auch wieder rumgeistern. Der wird wahrscheinlich wieder beide Tage dort mit der Kamera rumsäckeln. Ja, das ist jetzt, weiss ich noch nicht, ob das so wird sein, das Jahr. Ich glaube schon. Wir haben noch viele andere Projekte, wir müssen dann mal noch miteinander schnacken. Ja, ich glaube schon. Dass Weil aber Veranstalter haben noch ein bisschen anders vor. Aber Okay. das werden wir Gut. zu einem späteren Zeitpunkt Ja, hören. perfekt. Vielleicht kommen sie ja wieder mal zu uns, aber dann Gesi ohne Patagonia-Jacke. Richtig. Hey, dann nächste Top-News ist, Dual bringt ein Top-Waterbait. Ich weiß nicht, ob du das Video auch gesehen hast. Also welches Video meinst du jetzt? Ja, nicht das Werbevideo. Sie hat ein Instagram-Story gemacht und ein Reel. Also, Ja, habe ich gesehen. sie heisst Christina. Christina Rigozzi. Ja. Jo, keine Ahnung. Ja, Genau, Christina. er heisst Refresh Popper. Ich finde den Namen schon mal sehr fancy. Ja. Aber die Idee von dem Popper finde ich etwas Originelles und hat es, glaube ich, so meines Wissens noch nicht gegeben. Es ist ein Popper mit einer sehr abgeflachten Lippe und der Popper hat in der Lippe ein Loch. Das heisst, das Wasser fließt durch, wenn du ihn so poppst. Und das gibt noch so extra Splash. Und das finde ich irgendwie noch sehr originell gemacht von Duo. Okay. Habe ich jetzt noch so. Sonst kennt man ja den klassischen Popper Ja, mit genau. einer grossen Ja. Lippe. Ja. Je nachdem, wie gross die Lippe ist, sind auch die Splash ein bisschen so. Aber Ja, das genau. noch so, dass es so das Wasser durchfließen kann, finde ich jetzt noch etwas speziell. Auch das Laufverhalten hat sehr geil ausgesehen. Also du kannst Walk the Dog und Ja. das klassische Splashen Okay. machen. Bin gespannt, wie die Fänge werden sein. Ja, ich bin auch gespannt, was die Meldungen da aussen werden sein, wenn sie den mal gefischt haben, ja. Ja, Von voll. der Community. Dann, apropos Nace, hat heute gelauncht, dass ein Chatterbait wird rauskommen. Die Grösse sind jetzt noch ein bisschen komisch gewesen, es war S, M und L gewesen. Habe jetzt nicht viel können mit anfangen. Wo dann einer, der Dustin hat dann gesagt, ja, man kann einen 2,5 Inch bis 5 Inch Köder oder Trailer hinein machen. Okay. Ein Chatterbait, also Also das Design finde ich wieder mega, ist wieder halt in dem klassischen Nace-Ding. ja. Bin gespannt, wenn dann der wird rauskommen. Ja, eben. Dann Hashtag natürlich- Ghost. Genau. Dann Majorfish, du hast es glaube ich schon ein paar Mal angetönt. Sakura im Sortiment. Hey, ich habe mich auch ein bisschen mit dem Thema befasst. Mega geile Baits.
Ich kann mir gerade schnell beim Nico müssen schnell noch eine Lieferung machen für Schweden. Also wer unbedingt noch etwas haben für Sakura, richtig geile Crankbaits, Popper, jenes Zeug, schaut es euch an bei Majorfish auf der Homepage, richtig geil, aber ihr müsst schnell sein, das Zeug ist schon fast weg. Ich sehe da hinten aufs Lager, es ist schon fast leer geräumt. Ja. Also Majorfish, Sakura läuft sehr gut. Von dem her, ja. Und es wird sicher vorzu immer wieder Neues kommen, das ist klar. Hey, aber hey, danke für die Werbung, gell? Hey, merci vielmals. Jo, dann würde ich sagen, wir gehen gerade in die nächste Rubrik, und zwar Thema. Hey Sedi, und da nochmal herzlich willkommen bei uns im Schweizer Fischer Podcast. Genau, im ersten Schweizer Fischer Podcast. Ja, voll. Genau. Hey, schön bist du da und möchtest uns und den Zuhörenden deine Geschichte erzählen. Du hast vorhin bei der Vorstellung hast du ja schon mal ein bisschen angetönt. Ja, genau. Und genau, ich würde sagen, wir legen doch gerade nochmal los und... Ja, genau. Moment kurz, warte schon. Ja. So, cheers. Oh, schau das, Feldschlössli. Schön haben für den Hate. Oh, Schummel. Ja, ich würde sagen, fangen wir doch am Anfang an. Ich glaube, du hast gesagt, mit 18, gell, bist du, wie sagt man, in den Rollstuhl gefallen. In den Rollstuhl gekommen. Ja, genau. Ich habe mir ganz viel vorgestellt, was ich durchgelesen habe. Ich wüsste aber gar nicht so gescheit, wie anfangen. Darum, ich erzähle lieber einfach so von meiner Geschichte, wie da passiert ist. Ich habe eine seltene Genkrankheit, die nennt sich Friedreich-Ataxie, von mir zusammen zum Aussprechen. Da ist mit 16 diagnostiziert worden. Und dann ist es ungefähr 2 Jahre gegangen. Dann bin ich in den Rollstuhl gekommen. Und bis 16 hat man eigentlich gar nicht groß gewusst, dass ich da habe. Also heisst, ich habe Fußball gespielt, ich bin segeln, viel gefischt. Mir hat immer ein bisschen gemerkt, dass ich nicht ganz so fit bin oder schnell ermüdet, aber dass es was Schlimmes ist, haben wir nicht gedacht. Und woher kommt das? Ja, das ist Genkrankheit. Das heisst, meine Mutter und mein Vater haben ein bestimmtes Gen in sich, wo aber selber nicht ausgebrochen ist. Aber wenn genau die beiden älteren Teile zusammenkommen, kann es sein, dass das Kind das auch bekommt. Und man hört schon, da Zufall nicht, Zufall da, das ist sehr viel Pech drin. Also, und das ist dann wahrscheinlich irgendwie eine Chance von 1 zu 1 Million oder so, dass das ausbricht. Das ist jetzt ein bisschen übertrieben. 1 zu 50.000 wäre die Chance. Aber schon das ist viel, weißt du, dass genau dich Bereich. Also. Ja. Aber kennst du Down-Syndrom? Ja, das kenne ich. Das ist ja auch eigentlich nicht gerade so häufig. Aber dort ist die Chance 1 zu 5.000. Okay, wow. Das heisst, meine Krankheit ist schon 10-mal seltener. Ja. Und irgendwie 6 bis 7 Personen mit dem pro Jahr werden in der Schweiz geboren. Ja. Und das schlägt auf die Muskeln, hast du gesagt, gell? Ja, also mir fehlt Protein. Und wegen dem Protein kann ich eigentlich Eisen nicht gut verarbeiten und der Eisen lagert sich nachher ab und macht halt Muskeln immer leistungsunfähiger. Ja. Und am Anfang merkt man da gar nicht und mit der Zeit wird er halt dann immer sichtbarer. Und wie gehst du persönlich damit um? Ja, das ist so eine Frage. Also ich bin grundsätzlich sehr ein fröhlicher Mensch und man lebt nur einmal auf der Welt, oder? Und darum entweder du lebst dein Leben oder du hockst in Zimmer und heulst und das ist keine Option. Also so eigentlich, wenn du so willst, nach dem Motto, hey, scheißegal, ich habe es jetzt, mit dem muss ich in den Schlag kommen und da gebe ich mit ab und ich will gleich ein geiles Leben haben. Ja, das ist so, genau da. Finde ich eine geile Einstellung. Ah, krass. Finde ich geile Einstellung. Ja, also das braucht hure viel Stärke. Ich meine, du bist jetzt, was hast du gesagt, 16, 18 gewesen.
Ja, da ist auch eine Weile gegangen. Eben, aber da hat man anderes im Kopf als so eine Einstellung, denke ich jetzt mal. Genau. Also hat Das schon ist einen eine Moment Bombe, ich gebraucht. sage. Ja, ein paar Jahre. Also, wir haben sehr ausgeschweift gelebt in dieser Zeit einmal. Ja, alles einfach. Also von Drogen über Depressionen, über wirklich viel erlebt und viel durchgemacht, bis dann wirklich wieder gefangen haben und gesagt haben, ja, jetzt haben wir sich beruhigt und jetzt schauen wir weiter und nicht einfach nur vom einen Tag zum anderen. Hast du ein Bassboot? Nein, das habe ich nicht. Ich Da glaube, bei kommst so du. einer Diagnose hätte ich gesagt, hey, weißt du, als Scheiß auf die Welt, ich kaufe mir, oder ich lease mir, oder ich verschulde mich für ein Bassboot, ist mir scheißegal. Ja, da war. Das Ding ist aber, sie haben gar nicht mehr groß gefischt in dem Moment, wo da gekommen ist, sondern ich bin halt in der Kantonsschule gewesen, am Lernen und nebenan noch ein bisschen Party am Machen. Also man wirklich sagen, zwischen 16 und, sagen wir, ja, eigentlich bis zu 25 habe ich ganz wenig gefischt und nicht selber, höchstens in irgendein Kollege oder irgendetwas gesagt hat, komm mal mit, gehen wir an den See oder so. Und darum ist eigentlich in dieser Phase das Fischen gar nicht so im Vordergrund gestanden. Das Fischen ist dann später eigentlich auch wieder. Und früher noch. Also bis so 15 bin ich extrem angereist. Ja. Also kannst du eigentlich sagen, dass Fischen schon dein Leben verändert hat? Also momentan brutal. Also die letzten 2,5 Jahre. Zuerst hat es ganz harmlos angefangen, wenn eine Freundin hat noch gemeint, ja, gehen wir go fischen und ja, ist doch cool und machen wir heute mal miteinander, wenn du schon als Kind gern gemacht hast. Und dann hat er so angefangen und dann die ersten Fisch gefangen. Sind wir so ein Weiher gegangen, wo Kollegen mit sind pachtet. Und dann haben wir auf 1 Meter Gewels gefangen und da ist ganz am Anfang gewesen. Und dann habe ich da angefressen gewesen und habe eigentlich mein ganzes Geld und meine ganze Freizeit wieder für Fische geopfert. Und aus, hey, gehen wir fischen, ist geworden, nicht schon wieder fischen und gib doch nicht mehr Geld aus fürs Fischen. Ja. Ja, hat sich eigentlich gewendet, hä? Ja, eindeutig. Aber jetzt gehört es zum Leben von mir dazu. Ich habe jetzt auch eine Facebook-Gruppe gegründet, wo also die heißt Handicap, Angler und Freund. Das heißt, das heißt lauter Leute, die irgendwie amputierte Beine haben oder im Rollstuhl hocken oder irgendwie MS haben oder andere Krankheiten. Und dann habe ich einfach gemerkt, es gibt extrem viele Leute, die trotz Rollstuhl und trotz lauter Widrigkeiten fangen mit dem Fischen oder weitermachen. Und das ist schon cool, so Geschichten zu sehen. Und da habe ich gedacht, ja, dann fangen wir doch an mit ein bisschen Influencer, ein bisschen Insta und Facebook eben. Ja. Hey, unbedingt, das braucht es viel, viel mehr. Das hört man ja viel zu wenig in unserer Ja. Community. Ja. Aber vielleicht können wir gerade den Link von der Facebook-Gruppe in den Shownotes dann verlinken. Unbedingt. Ja, das kann man sehr gerne sogar. Aber am Anfang hast du sicher ein bisschen Herausforderung gehabt. Ich kann mir vorstellen, mit dem Rollstuhl ans Wasser kommen ist nicht immer gerade einfach. Wie hast du das am Anfang gemeistert? Also zum Glück habe ich halt das Gewässer schon ein bisschen kennt. Ich habe gewusst, wo ich Freunde fischen, welche Fischarten sind an dem Ort, wo ich will gehen. Und von dem her habe ich halt lange überlegt und auf Google Maps geschaut und dann ist einigermaßen gegangen, weil ich gewusst habe, dort und dort könnte ich gehen und dann einfach ausprobieren. Wäre ich natürlich im Rollstuhl und hätte angefangen zu fischen und auch keine Ahnung gehabt, wäre ich komplett verloren gewesen allein. Dann müsste man jemanden haben, der hilft oder so. Aber ja,
Ich habe schnell gewusst, so ein, zwei Stellen, wo ich gut ankomme. Und halt von den jungen Jahren dort schon Wels gesehen oder Wels gefangen oder dort mal Aal gefangen oder viel Karpfen gesehen. Und dann halt genau dort angezogen. Und da wurde das See so groß. Also so Hafenmauern und so. Ich wollte jetzt gerade sagen, hast denn du besondere Spots, wo sehr gut rollstuhlfreundlich sind und zugänglich sind? Weißt du, dass wenn andere Leute auch zuhören, die ein Handicap haben, dass die vielleicht... Ja, also alle die ein Handicap haben und am Bodensee vom Ufer mal einen Fisch fangen wollen, die müssen eigentlich vor Schach Goldach an die Hafenmauer gehen, weil dort wird es extrem schnell tief am Ufer. Das heisst, man muss nicht weit rauswerfen. Das ist der einzige Ort am Bodensee, wo es gerade tief wird. Und dort könnt ihr eigentlich alles fangen, von guten Wels über Karpfen oder auch klar Gefährdersband, sogar Hechte ab und zu oder mal ein Seeforelle so am Ufer. Aber Hechte und Seeforelle am Ufer, das ist auch sauschwer. Da musst du viel Glück haben. Aber Nicht nur, wenn du im Rollstuhl bist, oder? ja, genau. Also, Hey, jetzt, Cedric, jetzt stelle ich mir das, du hast es gesagt, nicht weit auswerfen. Ich stelle mir jetzt das gerade ein bisschen vor, wie man im Rollstuhl einen Wurf macht. Hast du dein Tackle müssen speziell anpassen oder kannst du vielleicht beschreiben? Ich kann mir das noch nicht ganz so vorstellen, wie tut jemand im Rollstuhl, brauchst du eigentlich zwei Hände, um den Wagen zu rollen, oder wie wirfst du aus? Ja, also zum Rollen mit der Rute in der Hand ist extrem schwer. Also es gibt da habe ich aber nicht, also als Ruderhalterung gegeben, wo dort irgendwie am Rollstuhl einhängst und dann kannst du fahren mit zwei Händen, nimmst du halt wieder raus und wirfst. Ich muss sagen, dass der krüppelige Moment, ich laufe dort zwischen Bein, dann rolle ich und dann werfe ich aus, dann rolle ich zu und lege dort ab. Ich könnte mir noch gut vorstellen, dass es es gibt von der Borica Fasten, weiss ich, gibt es so einen Klemmhalter, eine Klemmgrundplatte. Ja, genau. Und so dort kannst du dann einen Rutenhalter dran machen oder einen Becherhalter oder was auch immer, wie wir für das Kajak haben oder für das Belly. Die gibt es auch zum Klemmen. Genau. Ich könnte mir noch gut vorstellen, das wäre noch, ja. Ja, das ist eine sehr gute Idee, da gibt es auch. Also machen die Leute auch so, meine ich. Und ja, das wäre eine gute Lösung. Aber so wie ich dich jetzt kennengelernt habe, du bist doch ein sturer Bock und willst das gleich auch so können, oder? Also, wenn ich halt Spinnfische tue, Ja. dann bin ich meistens vom Boot, also eigentlich immer, und dann muss ich nicht fahren, habe ich auch die Rute in der Hand, der Rollstuhl fixiert. Von dem her auswerfen geht dann ganz normal. Ich schaue auch drauf, ein bisschen dünnere Schnur, eine schön lange Rute, gutes Tackle halt, einfach da ist schon mal gut abgestimmt und dann komme ich einfach ganz gut auf eine Distanz von 50, 60 Meter, würde ich sagen. Und ja, mit dem bin ich verrückt wieder. Ja, das ist noch weit, das ist noch weit. Aber wie kommst denn du aufs Boot? Ja, also Seil ist relativ einfach, solange der Steg man das Boot schräg stellen kann, dass man direkt das Boot kann, weil ich komme relativ gut vom Rollstuhl am Boden, da kann ich nicht fest ins Boot hineinheben, da kann meine Freundin oder irgendjemand den Rollstuhl ins Boot legen und dann muss ich eigentlich nur vom Steg einmal überrutschen und direkt auf den Rollstuhl. Ja. So macht man das. Stehen kannst du nicht? Nicht mehr. Nein. Ja, okay. Also, wenn ich einmal frage, ist das mehr der untere Körperbereich, der dir in dem Fall eingeschränkt oben ist, funktioniert alles? Oder hast du da auch Einschränkungen? Es funktioniert eigentlich alles, aber da halt, dass die ganze Rollstuhl sind, sind halt meine Beine weniger benutzt worden oder weniger. Du machst weniger Sport, du bewegst dich weniger und dann gehen die Muskeln schneller zurück. Und darum. Aber die Muskeln in den Armen, die hast du noch zum Ausrühren, das geht? Ja, sicher. Solange es benutzt und tätig ist, geht es eigentlich langsam zurück. Ja,
Okay. Jetzt hast du vorhin schon von ein paar Fischarten geredet. Eben, du hast schon Karpfen gefangen, Wels haben wir ganz viel gehört. Welches ist denn Ja. dein persönlich Lieblingsfisch zum Befischen? Also ich muss sagen, wenn ich jung bin ich eigentlich immer auf Hecht. Und wegen dem ist eigentlich schon immer der Hecht eigentlich mein Liebling. Weil geile Räuber, sieht geil aus, ja. Der Attacke ist geil, alles gefällt mir mega. Aber jetzt sieht ich halt im Rollstuhl bin und so, bin ich mehr so richtig Wels. Weil ich finde auch der Fight, ich bin zum Beispiel der Fröhlich mehr Boxy. Und dann haben wir 1,70 Meter Wels raus. Und ich muss halt auch sagen, der Drill und der Kampf mit so einem Fisch, der bringt ein Hecht nicht an. Ja, das glaube ich. Darum, Ja. das ist halt mega krass. Also, das ist gar nicht mehr Fische, das ist mehr so Tauziehen mit einem Fisch. Okay. Und, ja, ich stehe voll auf da. Also, ich finde das voll geil. Ja. In welchem Land bist du denn jetzt, oder hast du bis jetzt am liebsten gefischt? Das ist auch eine sehr schwere Frage gewesen. Also wenn ich da schnell geben beim Cedric mal auf Instagram. Ja. Und da sieht man ganz viele spezielle Fischfänge. Ja. Lohnt sich Ja. unbedingt mal zum dort reinschauen. Ja, vor allem von vielen verschiedenen Ländern. Darum sind wir auf die Frage gekommen. Du hast bis jetzt, dunkt mir, in jedem Land, wo du irgendwie gewesen bist, hast du etwas gefangen. Ja, mit dem Fisch sollte mal mitgenommen werden, oder? Finde ich eine gute Einstellung. für alle Freundinnen, Frauen, Verlobten, was auch immer, die da zuhören, merkt euch die Worte. Eine Fischerroute muss mitgenommen werden. Ja, allseitig immer. Ja, also das Lebensland sehr schwer zu sagen. Aber es schwankt zwischen zwei. Und das eine ist Thailand und das andere wird der Epo. Ja. Thailand ist halt so geil gewesen, weil ich bin 3 Monate dort gewesen und dann halt umgereist das ganze Land und überall die geile Fischer-Pelex und mal aufs Meer fischen und mal am Stausee aufs Naked und ja, so die Abwechslung und die viele Fische, die man dort kann fangen, das ist unvergleichbar. Ja. Also wirklich, das ist brutal. Und wie rollstuhlfreundlich ist Thailand? Gar nicht, würde ich mal behaupten. Die Leute sind mega freundlich, aber sie helfen da halt überall auf und so. Aber weil es so viel Hochwasser dort hat, und die Bürgersteige sind alle so hoch, so 20 cm bis 30 oder sogar mehr. Und ja, wie kommst du da mit dem Rollstuhl? Ja. Das ist richtig verschissen halt. Also eben, ich wollte jetzt gerade sagen, wohlverstanden, du bist in Thailand 3 Monate mit dem Rollstuhl gewesen. Also du bist nicht einfach zu Fuß mit Backpacker unterwegs, sondern mit dem Rollstuhl. Also du hast noch eine Challenge mehr. Rollstuhl und Freundin, ja genau. Ja. Und welches ist das nächste Land? Ja, bei Ebro. Der Ebro ist ganz geil. Gehst du wieder an Ebro? Ja, also ich bin jetzt auch wieder, was das nächste ist. Was das nächste weiß ich gar nicht im Moment. Ist noch nicht Aber der Ebro geplant? nein, nicht. Okay. Ja, mit genug der Ferien gesehen. Jetzt gerade im Frühling bin ich auch ein bisschen im Ebro. Und mal ein bisschen Geld sparen und so ist für die eine Option. Und mal die heimischen Gewässer ein bisschen befischen, hä? Ja, genau. Yeah. Was ist so dein denkwürdigster Fang, den du gemacht hast bis jetzt? Sehr schwer zu sagen, wirklich. Also, ich zähle mal ein paar auf und dann kann ich mal sagen, von wem wir Geschichten hören. Ist gut, also, das eine ist der Apaima, den ich gefangen habe in Thailand. Das. Richtig krass gewesen. Und ich habe 40 Kilo Siamese Carp gefangen in Thailand auch. Das ist natürlich ganz krass gewesen. Und der 1,70er Wels im Ebro, der Freudig. Da wäre die Auswahl, die 3. Ja. Sehr also ich geil. Bin bei Arapaima. Ja, ich auch. Der nimmt mich am meisten Wunder. Okay. Ja, das ist ganz krass, weil wir sind mehrere Pelex gegangen, wirklich die ganze Fähre
immer wieder einen fangen. Ich habe nie geschafft, so eine bisher. Und wenn einmal bisher zu groß und gerade abgekopft ist, Scheiß. Darum haben wir schon mit dem abgeschlossenen Account und sind wir die letzte Destination, die wir gemacht haben, ist Pattaya. Aber da sind wir nur 3 Tage gegangen. Und vor dem Abflug habe ich gesehen, hey, bei Pattaya ist ein grosser Lake, da kann man reingehen, es hat auch Arapaimas drin. Und dann 2 Tage so vor Abflug sind wir dort alle. Und dann habe ich dem Guy gesagt, schau, gibt da 500 Baht, das sind da 20 Stutz oder so. Wenn wir es schaffen, zum Arapaima fangen, du bekommst das. Und dann hat er natürlich seine Tricks ausgepackt und gesagt, wie und wann und wo. Und wenn alles verwirrt, wir haben länger gefischt, als wir dürfen. Und hat dann wirklich ganz zum Schluss einen Arapaima gefangen. Geil. Er ist nicht so groß gewesen, 1,50 Meter etwas. das ist so gross wie meine Freundin. Nein, ist ein bisschen kleiner, 10 cm kleiner als meine Freundin. Also, und ist nicht so gross gewesen. Also 1,50 ist ein Welsfisch und Arapaima, hey, ist ja geil, Mann. Bis Also, 3 Meter. ja, aber gleich, nur schon wie der Fisch ja aussieht. Weißt du, Arapaima, ja, genau. hey, geil. Und er hat dann auch den Uhr gegeben und gesagt, komm, mach ein Foto mit ihm mit der Hand. Alle anderen müssen das Wasser ein Foto machen mit ihm. Und ja, es war an sich ein super Erlebnis gewesen. Ja, glaube ich. Das ist der Wahnsinn gewesen. Ja, sehr geil. Voll krass. Sehr ja. geil. Hey, und eben, ich meine, du hättest auch dort hergehen und nichts fangen. Ja. Also das muss man immer im Hinterkopf haben. Genau. Ja, da ist so. Jetzt kommen wir auch wieder ein bisschen zurück in die Schweiz. Und zwar würde es mich noch wundern, was sind deine PBs bei Hecht, Zander und Barsch? Okay. Also der Hecht vom Greifensee in dem vor der Schonzeit noch, irgendwo im Februar 92. Also Geile ich habe Grösse. nicht lange gefischt bis jetzt im Rollstuhl, aber 92 und 90 habe ich noch jetzt nach der Schonzeit. Geil. Ist einfach geil, ja, ist ja super. Zander ist so Mitte 70, leider aber nicht gemessen. Ja. Vielleicht hat er auch 79 oder so gehabt, Ja. könnte sein, aber Ja. ja, I don't know. Und den Bausch haben wir leider auch nicht gemessen, aber wir haben einen gemessen, der deutlich kleiner war und der hat 45 gehabt. Ich würde sagen, der grösser 48, Ja. 49. Wird gegen die 50 sein in dem noch. He? Ja, auch 50 hat er nicht gehabt, denke ich. Aber geil. Also, ja, richtig schön. Also, wenn ich gesehen habe, ich denke, Scheiße, das ist schon ein Karpfen. Also wirklich richtig übertrieben fett und gar nicht mehr Nägel ausgesehen. Also wirklich. Ja. Und so ein Fisch lässt man auch in der Reihe. Ja, Wenn ich ja. aushängst, dann fertig. Ja. Finde ich geil. Ich habe schon mal gehört, das ist sicher ein Egli, der ein Karpfen werden. Ja, genau. Wirklich so. Wirklich so. Sehr geil. Ja, Und dann... da wär's gesehen, ja. Okay. Sorry, ich wollte nicht dir das Wort fallen. Hast du noch etwas sagen? Also, nein, ich vielleicht Hey. PB noch, aber dann wäre 4-3 Stück. Genau. Hey, dann kommen wir noch so ein bisschen zum Abschluss ein bisschen in deine Zukunft. Gibt es noch Ja. Du hast jetzt schon sehr viel Fisch gefangen, viel mehr als der Nico und ich sehr wahrscheinlich zusammen. Ja. So, vor allem was... Also vor allem von den unterschiedlichen Arten her. Genau, also. ja, genau, so habe ich es auch gemeint. Gibt es noch einen, der auf deiner Bucketlist steht, den du gerne würdest fangen? Also, ich würde halt schon gerne mal wieder mehr fischen, allgemein. Vielleicht halt wirklich mal irgendwie ein Segelfisch oder so etwas. Und wenn ich einfach so auf die Ausstelle etwas, wenn ich unbedingt wieder machen würde, dann wäre das Snakehead-Angeln Stausee. Ja. Ja. Weil da ist so geil, Topwater, wenn die Biss überkommst, wenn die Uhr springen. Also, das Herz drückt durch das Adrenalin schießt durch den Körper, das ist mega geil, wirklich mega. Ja, das ist sicher recht geil. Das ist sicher. Und die können ja, auch noch recht gross werden, oder? Du, die können bis zu einem Meter werden, das ist der Wahnsinn, die wird riesig, 8-9 Kilo.
Das ist unglaublich. Ja, ist krass für so einen Fisch, ja. Ja, das ist ganz krass. Cedric, hast du irgendetwas noch erzählen, wo du noch nicht hast dürfen erzählen? Sonst würden wir nämlich eine Rubrik weiter. Hast Ich du muss ganz schnell ein bisschen durchschauen. Ja, sicher. Eine Sekunde, ob da irgendwas. Nein, ich will das sagen, da ist ziemlich alles gesehen. Sehr gut. Gut. Dann würde ich sagen, gehen wir doch in die nächste Rubrik. Und zwar ist das... Entweder oder. Ah, ja. Genau. Hey, und Cedric, wir haben uns, weil du halt ein Special Guest bist, machen wir auch Ausnahmen. Ja. Es gibt heute nicht nur, wie gewohnt, 3 Fragen, sondern 4. Genau. Und an alle Zuhörenden, wir haben mit dem Cedric abgesprochen, wir dürfen auch gemeine Rollstuhlfragen stellen. Ja, Cedric, das ist so. Ja, genau. Okay, und sonst musst du sagen, wenn sie unter der Gürtellinie sind. Also von dem her. Alles gut. Aber ich fange einfach an, ich fange schön gemächlich an. Und zwar, welches ist Ja. dein Lieblingsgewässer? Greifensee oder Bodensee? Oh, Greifensee. Greifensee? Ja, ja. Obwohl du am Bodensee wohnst. Ja, der Bodensee ist auf dem Ufer so schwer. Der Greifensee ist so schön mit seiner Natur, mit allem, mit dem Bötli und mit dem Fischbestand. Also, mir gefällt der Greifensee mega fest. Okay. Cool. Dann Ja. die nächste Frage. Lieber ein Haken im Finger oder feststellen, dass der Rollstuhl im Schlamm steckt? Ja, also, das ist ziemlich einfach. Ich bin so viel mal im Schlamm gesteckt. Das macht auch nichts. Also, lieber B. Also lieber im Schlamm stecken. Ja, ja. Okay. Okay. Gut. Also, dann kommen wir zur nächsten Frage. Lieber ein Schneidertag oder 2 platte Reifen? Sorry. Das ist eine harte Frage. Ja, Schneider bin ich gar nicht gern. Das schießt man böse. Aber 2 platte Reifen. Ja, es ist nicht nur eine. Also kannst nicht nur auf einer Seite liegen und dann rollen. Sondern, Ja, ja. Die Rolle geht schon noch, weißt du. Aber die platte Reifen geht da. okay. Aber. Ja, nein, ich würde sagen, lieber Schneidertag. Ja, Ich kann okay. immer noch Bier trinken und chillen oder so. Eine gesunde Ja, Einstellung. das ist Eine gesunde Einstellung, Ja, sage das ist gut. Hey, die letzte Frage. Würdest du lieber von einem Fisch ins Wasser gezogen werden oder feststellen, dass beim Rollstuhl Bremsen nicht funktionieren? Wir sind also- gemein, gell? Nein, die Frage ist ein bisschen blöd, wenn ich so sagen darf, weil ich bremse grundsätzlich mit den Händen. Bremsen sind nur angezogen, wenn ich Fische tue. Eben, wenn du im Nice. Grill bist. Ja, und wenn die nicht Ja. funktionieren, was machst du dann? Ja, dann ziehen wir den Fisch rein. Und wenn der Fisch schneller ist? Aber Also- nein, dann meine ich, egal wann ich jetzt wähle, Auto wie die Beine werden reingezogen. Ja, das Ja, stimmt. kann man, ja, kann man natürlich, so ja. sagen, ja. Also geh schwimmen musst du sowieso. Also es ist ein bisschen eine Fangfrage. Ja. Ich würde sagen, ja, ist egal, oder? Hey, du hast das super gemeistert, Cedric. Sackstark. Du hast es geschafft, Cedric. Ja, Du hast bist es durch, geschafft. bist durch. Super. Hey, Ja, viele... danke euch, voll cool gewesen. Ja, hey, Sehr danke, gerne. danke dir vielmals, Ja. Edi. Merci, dass du dir Zeit genommen hast. Mega cool gewesen, dass du zu uns da in den Podcast zugeschaltet worden bist. Ja, Hey, und der Nico hat es am Anfang schon gesagt, hey, ich finde es mega krass, was du für eine Ja. Einstellung hast. Du hast Ja. es selber erzählt, wo du von deinem Leben erzählt hast. Eben, man kann einfach auch in die andere Richtung gehen. Und Absolut. Die Spirale abwärts ist meistens einfacher als die aufwärts. Und Ja, hey, es ist mega das cool, ist so. dass das bei dir so aufwärts geht. Und ja, dass du dran geblieben bist und an dich geglaubt hast und dann gesagt hast, hey, komm, scheißegal, jetzt bin ich im Rollstuhl, jetzt ist das Leben vorbei. Ja. ja, das ist so. Du musst auch weitermachen. Ja gut, dann würde ich sagen, sind wir schon beim Schluss. Und da haben wir einen kleinen Ausblick für euch geplant.
Wo wir immer sagen, es gibt keinen Ausblick. Genau, aber jedes Mal, aber es gibt jedes Mal einen. Scheißegal, macht nichts. Und zwar haben wir eine fette Sommerpause. Yes, genau. Yes. Wir machen 3-4 Wochen Pause. Auch diese Episode, ich weiss nicht, wann sie rauskommt, weil ich hocke bereits auf dem Weg, wenn ihr das hört, Genau. Richtung Schweden. Bin schon in Schweden, bin schon am Fischen. Ja, sind uns nicht böse. Und ich kann keinen Podcast schneiden. Ja, der Von Nico dem hat her- 2 linke Hände. Ja, genau. Nein, musst du so machen. 2 linke Hände. Ah, nein, Nein, so. 2 linke, Ja, so. so. Okay. Genau. Ja, genau. Aber nach der Sommerpause werden wir wie gewohnt wieder am Sonntag Genau. back sein. Ihr werdet wieder von uns hören. Was wir noch machen, ist noch unklar. Exakt. Aber am 18. August wird die nächste Episode rauskommen. Von dem her, geniessen die Zeit. Lasst die Fische in Ruhe, wenn es heiß wird, bitte. Finde ich noch wichtig zu sagen. Wenn das Wasser über 25 Grad ist, gehen nicht fischen, hört auf. Es lohnt sich nicht. Und vor allem, wenn die Aussentemperatur einmal warm wird, der Fisch leidet nur. Und vor allem die Release-Chance für den Fisch wird gleich 0 gesetzt. Also darum, hey, geniessen den Sommer, geht in die Body oder geht an den See baden oder an den Fluss, vertrinken wir nicht. Und ich würde sagen, Oli, Tun noch gutes Bier auf. Und Cedric, danke, bist du unser Gast gewesen. Wir sind draußen für heute. Ciao zusammen. ciao zusammen. Danke, tschüss. Yeah, erste Podcast in der Schweiz übers Fischen ist draussen. Hey, weisst schon, Glas und Bier rufen, Fisch verrückt, treffen sie in den Bauch oder werfen im Wasser. Die nächste Folge vom Forellenkönig und ein Bär sind im Kasten. Tight Lines, Baby!